Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal ein bisschen etwas anderes. Und zwar stelle ich, nicht ganz sondern mein Partner euch meine Schuhkollektion vor. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Das ist ja wirklich scheiße. Aber nur noch kurz eine Info am Rand, bevor er hier mein Partner übernimmt und die Schuhe kurz vorstellt. Eigentlich wäre ein anderes Video gekommen. Und zwar ein Video mit dem Mark Galaxy. Das wäre aber schon am Donnerstag gekommen. Aber es kommt nicht, weil der Mark einfach absolut nichts auf die Reihe bekommt mit Timing. Und jetzt nehmen wir hier ein Video auf, dass trotzdem jede Woche ein Video kommt. Und darum ist das Video vielleicht ein bisschen weniger aufwendig produziert als sonst vielleicht die nächsten Videos oder so. Aber ich hoffe, es ist kein Problem und ich kann euch mit dem Video trotzdem ein bisschen unterhalten. Und für die, die nicht gerne Schuhe haben, vielleicht wird es ja gleich noch ein bisschen witzig kommen. Aber eigentlich nicht, das ist mein Video. Und in dem Sinn übergebe ich das Wort jetzt einfach an meinen Partner, weil der will das unbedingt vorstellen. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock. Also. Und nur noch kurz zur Anmerkung, ja, ich weiß, ich habe meinen Scheiß immer noch nicht geschnitten. Oh Mann, es wird langsam auch wirklich schlimm. Look at the top of his head! Aber jetzt machen wir weiter mit dem Video. Und herzlich willkommen zu meiner kleinen Schuhpräsentation. Wir werden heute Sneakers anschauen und zusammen kurz drüber schauen, was ich mir in den letzten 6 Monaten gekauft habe, weil ich absolut nichts anderes gegeben habe, um euch zu zeigen. Mein Name übrigens, ich war richtig unhöflich gerade, hure unhöflich. Mein Name ist Titolo-Anhänger-Lover 35, oder? Und ich werde nicht mehr länger um einen heissen Brei schnurren. Fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Schuh, oder? So, dann kommen wir doch gerade zum ersten Schuh. Der erste Schuh, ich bin gesucht in meinem Schuharchiv dort hinten, habe zurückgeschaut auf die letzten 7 Monate und habe exakt den Schuh gefunden, den ich gekauft habe vor 7 Monaten circa, oder? Ist nicht genau, oder? Also, mein erster Schuh, den ich gekauft habe, nicht mein erster Schuh, sondern mein Schuh vor 7 Monaten, oder? Kurz einen kleinen Hänger gehabt. Ja, also der Schuh, den ich vor 7 Monaten gekauft habe, es ist kein geringerer als der gut alte Yeezy Boost 350 Euro. Diesen Schuh kennt ihr vielleicht schon, habt ihr vielleicht schon mal auf der Straße gesehen, 13-jähriger junger Bübel am Tragen. Ich habe mir den auch gekauft, dann zumal auf der Adidas Webseite. Und ich weiss jetzt auch nicht, was ich noch so gross dazu sagen. Yeezy. Es gefällt mir einfach. Wisst ihr wieso? Nicht nur wegen dem Aussehen. Es sieht noch frech aus, weißt, aber wenn du drin bist im Schuh, dann bist du wie im Socken, weißt, wie in einem Socken, siehst du wie, oder? Ganz eine angenehme Sache. Ja, was soll ich noch mehr dazu sagen? Es gibt Leute, die sagen jetzt, kauf doch gratis ein paar Socken, oder? Ja, ich weiß eigentlich auch nicht, wieso ich das nicht gemacht habe. Ja, und in dem Fall kommen wir doch gut zum zweiten Schuh. Das ist einer von der genau gleichen Familie, also auch von Yeezy, also vom Kanye West, oder? Und diesen Schuh habe ich mir auch auf der Adidas-Seite gekauft. Ich hatte Glück gehabt, dass ich den Schuh bekommen habe, weil die beiden Schuhe sind limitiert, bekommst du nicht mehr, oder? Eben, der Schuh da, ein bisschen gelblich angehaucht, sommerlich angehaucht, immer wieder wie die Socken, oder? Wie eine Socke. Ganz tolle Schuhe, passt mir gut, geht gut, super Ding. Also, ich bin gerade wieder nochmal ins Archiv zurückgegangen, dass ich den ja nichts vergessen habe. Also, mein nächster Schuh. Das ist natürlich wieder, also eigentlich, ich weiß auch nicht, aber kaufe ich nur den Scheiß oder was? Nein, aber Spaß beiseite, der nächste Schuh, das ist der da hier, den wollte ich aber selber nicht behalten, nur mal kurz zum Sagen, den wollte ich nicht behalten. Hier, Yeezy 500. Vorher war der 350er, weißt du?
diesen Schuh, den wollte ich selber nicht behalten. Hier 500, für die, die vielleicht nicht lesen können, so ein bisschen einschreiben hier, brauchen selber eine Brille, weißt du. Ja, und diesen Schuh, ich finde ihn eben nicht einmal so schön, aber ich habe ihn gekauft. Wisst ihr wieso? Weil man ihn ein bisschen teurer verkaufen kann. Wisst ihr, YouTube, das wirft nicht so viel Geld ab. Also muss ich hier ein bisschen mit Schuhen hin und her verkaufen, weißt du. Das mache ich so ein bisschen, oder mache ich so ein bisschen. Und hier der Schuh, das ist der Yeezy 500. Ja, ganz easy, der Schuh. Gefällt mir einfach nicht, ist einfach viel zu klobig für mich, oder? Bist ja schon ein kleiner Sieg, oder? Und der passt mir einfach nicht, oder? Das ist viel zu klobig. Aber ja. Also, dann kommen wir doch zu meinem letzten und zu meinem absoluten Lieblingsschuh, den ich in den letzten 7 Monaten erfolgreich kaufen konnte. Und zwar ist das hier einer von Nike mit Off-White zusammen. Den sehen wir hier, ist drauf geschrieben, man sieht es nicht so gut. Nike Swoosh, oder? Das ist das Logo normalerweise, oder? Und hier sehen wir da noch drauf geschrieben, ist Nike zusammen mit Off-White. Ja, und die Marke Off-White hat den Schuh rausgebracht, zusammen mit dem Virgil Abloh. Und der Typ, das ist so ein Designer, oder? Und der Typ, der hat die Schuhe hier designt, das sind Air Prestos normalerweise, aber der hat sie noch ein bisschen aufgemotzt, wisst ihr. Da hatte ich hure Schwein gehabt. Der ist hure limitiert, der Schuh, und mittlerweile ist er wahrscheinlich so um die 600 Franken. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ich weiß nicht genau. Aber der Schuh, den ich selber behalten habe, ich aber selber noch nie angehabt, ist noch ganz neu. Ich habe einfach Angst, den zu tragen, oder? Im Hintergrund ist jetzt eingeblendet, der Schuh. Also ich finde wirklich richtig nice Schuhe und richtig schöne Schuhe. Und für die jetzt vielleicht sich Fragen stellen daheim und denken, Gott, verdeckel noch einmal. Was ist das eigentlich da für eine Skibrille? Ja, wisst ihr, hier wo ich wohne, da musst du immer parat sein für den Schnee, weißt. Vielleicht kommst du eines Tages nicht aus dem Haus, musst runterscheinen, zack, mache einfach so, zack, und bin bereit für das Skifahren, oder? Mehr oder weniger. Ja, und in dem Fall würde ich sagen, wäre es das hier von meiner Seite. Ich bin der Titolo-Anhänger Lover 35 und ich melde mich hiermit ab und gehe wieder zurück auf die Skipiste. Ciao, bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Ich weiß auch nicht. Ja, aber also, ich möchte nur noch kurz gesehen haben, dass das Video hier überhaupt nicht ernst zu nehmen ist, weil, ja, es ist ein bisschen ein random Video und über die Schuhe reden. Ich meine, ja moin, was ist denn das? Aber für die vielleicht 2 Leute unter euch, die vielleicht gleich viel wissen, was für Schuhe ich so normalerweise trage, dass sie ungefähr schon seit 2 Jahren fast hier die Ultra Boost, ich weiß nicht mehr genau, welche Generation hier Adidas Ultra Boost, das sind richtig gute Schuhe, richtig geile Schuhe. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon ungefähr 2 Jahre, also die bequemsten Schuhe, die ich kenne, und ich trage die fast jeden Tag und das sind wirklich richtig bequeme Schuhe und ich kann sie wirklich jedem empfehlen. Ja, und da sind wir jetzt an der Stelle vom Video, wo ich irgendwie Selbstwerbung mache, aber wenn ihr Lust habt und mir interessant findet, vielleicht Schuhe interessant findet, dann folgt mir auf Instagram, weil dort poste ich Fotos von mir und den Schuhen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir mir sehr über eine positive Bewertung freuen. Und das nächste Video ist dann mit der Mark Galaxy, wo wir eine kleine Fußball-Challenge werden machen. Das wird dann auch ein bisschen aufwendiger als das Video hier. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann eben, wie gesagt, ihr wisst, was ihr müsst machen, aber positive Bewertung da lassen. Und natürlich die Glocke läuten. Boom! Also, ich weiß nicht, was das jetzt war, aber ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Mit mir vielleicht bis dann geschnitten habe.